Der Donjon. Das ist eine mächtige Festung mit 4 schwarzen Türmen und unzähligen Kerkern und Verliesen. Vor allem aber ist der Donjon ein wahnsinniges Business. Naja, das wisst ihr jetzt schon. Guillaume de la Cour hatte uns den Donjon gestohlen und alle Versuche, ihn zurückzuerobern, waren gescheitert. An mir lag es jedenfalls nicht. Vorübergehend waren wir in der Burg von Hippolytus, einem alten Kumpel des Wärters, untergekommen. Dort hockte der Wärter nun täglich mit Alkibiades und ein paar anderen Buhmann in einem kleinen Raum zusammen. Die heckten bestimmt irgendwas Wichtiges aus und wollten nicht gestört werden. Egal, mein Anliegen war auch wichtig. Ja, Herbert. Ich wollte euch einladen, Wärter. Das Baby kommt bald. Es ist Tradition, dass die Geburt während eines Jagdtrecks erfolgt, der ins Land der Kosaken zieht. Ja, und dann wird die GGZ durchgeführt. Hä? Wovon redest du, Alkibiades? GGZ, gefährliche Geburtszeremonie. Eine alte kosakische Tradition. Nie davon gehört. Wird schon nicht so gefährlich sein. Wir können dich leider nicht begleiten. Wir holen uns nämlich den Donjon zurück. Diesmal klappt es ganz sicher. Wir haben doch schon alles probiert. Du machst dir keinen Begriff von der Feuerkraft dieser kleinen Bande. Meint ihr die Therapiegruppe hier? Und du mit deinen ausgezeichneten Ortskenntnissen könntest das i-Tüpfelchen sein. Aber ich habe euch doch gerade Du kannst eingeladen. nicht, ich verstehe schon. Ich muss wohl lernen, ohne Herbert und Marvin auszukommen. Die selbstmitleidige Tour des Wärters funktionierte tatsächlich bei mir. Ich hatte sofort ein schlechtes Gewissen. Andererseits hatte er mich ja auch im Stich gelassen, als ich den Donjon retten wollte. Ich sag nur Rotterpilz. Vor allem aber habe ich mich auf die Geburt richtig gefreut. Noch dazu auf einem Jagdtreck. Outdoor-Ferienfreihaus mit einem Hut auf dem Kopf und einem Grashalm im Mundwinkel dem Sonnenuntergang entgegenreiten. I'm a poor lonesome cowboy. Du ziehst dir ein Gesicht. Liegt am Wind. Mir wurde von klein auf beigebracht, mit offenen Augen gegen die Böen anzureiten. Okay, ich reiße die Augen weit auf. Aua! Was? Nichts! Scheiß Hagel! Herbert, Verzeihung, tut mir leid. Ich wollte hier nicht die Mimose sein. warte. Weiter geht's. Nein, warte! Deine Augen bluten. Ja, die Enten sind nicht so widerstandsfähig wie wir. Beleidigt nicht meinen Mann. Tragen Sie diese Brille. Die haben wir extra für fremde Gäste. Ich ein Fremder? Als ob ich ein... Schatz, Ja, setz die Brille auf. gut. Aber nur aus Rücksicht auf eure Tradition. Die Reiterei war endlos. Doch irgendwann war Nacht geworden und die Kosaken haben ihre Jurten aufgestellt. Meine Zehen. Langsam spüre ich sie wieder. Hey Ente, komm raus! Es ist soweit. Sie kommt nieder. Was? Meine Frau? Nein, das Jagdweibchen. Schau doch mal, wie schön das ist. Ich komme. Hol nur meine Brille. Und ein paar Decken. Das Kalb scheint Probleme zu haben, herauszukommen. Es ist so schwach. Helft ihr ihm nicht? Wozu? Wer wollte schon ein schwächliches Kalb, das es nicht allein auf die Welt schafft? Was? Aber das ist ja grässlich. Das ist Tradition. Und wie ist das bei euren Kindern? Wieso, ist doch klar? Das ist klar. Da hilft doch bestimmt ein Hebamme. Natürlich nicht. Was?
Bei uns ist das ganz anders. Je schwächer das Baby, desto größer die Bemühung, es zu retten. Man tut wirklich alles für das neue Leben. Kein Wunder, dass ihr den Donjon verloren habt. Was? Endlich! Es rutscht heraus! Dolge schießen! Dolge schießen! Bravo, kleines Kerl. Dann hieß es, ab in die Jurte, ab ins Bett. Glaubst du, wir könnten in der Jurte ein Feuer machen? Spinnst du? Willst du alles abfackeln? Schon gut. War nur eine Frage. Wie machen wir es denn nun mit dem Vornamen? Entscheidest du oder wähle ich? Die Vorschläge des Wärters gefallen dir wirklich alle nicht? Sie waren, charmant. Aber Vornamen dürfen vor dem Ende der Opasnie nicht laut ausgesprochen werden. Ah, diese kosakische Taufzeremonie. Die kennst du? Natürlich. Ich freue mich schon, dass unser Kind dann so ein richtiger Kosake wird. Ich auch. Ich kann's kaum erwarten, unser Baby allein in der Wolfsgrube zu erblicken. Welch Stolz, sein Kind gegen diese Bestien ankämpfen zu sehen. Was? Wie es den Reißzähnen des Wolfsrudels widersteht, ihren Krallenhieben trotzt. Verstehe, du machst Witze. Du hast mich gerade ganz schön erschreckt. Du machst keine Witze. Aber das geht doch nicht. Wir müssen diese Opasnie. Die müssen wir absagen. Was? Willst du etwa Schmach über uns bringen? Das Baby überlebt das doch nie. Ich hab's überlebt und unser Baby wird uns mit Stolz erfüllen. Isis, irgendwas ist nass hier. Es geht los. Du hast dich vollgepinkelt? So hat ein zweites kleines Wesen in dieser Nacht das Licht von Terra Amata erblickt. Er hat deine funkelnden Katzenaugen. Und deinen gelben Entenschnabel. Und deine Schnurrhaare. Und deine Watschelfüße. Eine Nachricht von eurem Vater, Prinzessin. Er schreibt, er habe die wildesten Wölfe gefangen und dass es eine sagenhafte Opasnie zu werden verspricht. Schickt ihm ein Wort des Dankes und sagt ihm, dass wir in 2 Tagen in Cephalonien zur Zeremonie eintreffen. Jawohl, Prinzessin. Isis, ich flehe dich an. Lass diesen Irrsinn. Unser Baby ist nicht schwach. Isis, erbarmen! Für uns, für ihn. Raus aus meiner Jurte! Ja. Ich will nicht, dass unser kleiner Krieger seinen Vater so sieht. Au! Und das Bier, was für ein Albtraum. Diese scheiß Kosaken. Freie Leute. Man sagt nicht mehr Kosaken. Sie selbst nennen sich Volnje-Ljudi. Freie Leute. Der Begriff Kosaken ist beleidigend. Meine Sprache ist ja also das Problem. Ach, Herbert. Aber die eigenen Babys in die Wolfsgrube zu werfen, das ist kein Problem. Sensibilisiere dich endlich für die kulturellen Traditionen anderer Gruppen. Solche Traditionen können mir gestohlen bleiben. Hast du nicht einen besseren Rat? Schnapp dir das Baby und hau ab. Prinzessin, sämtliche Sattelgurte sind zerschnitten worden. Was? Und ein Jagd ist fort. Stecken die Inuit dahinter? Man sagt nicht mehr Inuit. Sie selbst nennen sich die Menschen jenseits der Steppe. Und wo ist überhaupt mein Baby? Herbert? Herbert! Dieses würde bestimmt Verständnis dafür haben, dass ich unser Baby in Sicherheit gebracht hatte. Ich hatte ja überhaupt nichts gegen die kosakischen Traditionen. Im Gegenteil, ich respektierte ihre Kultur. Sie können machen, was sie wollen. Aber bitte ohne mich und ohne mein Kind. Taschen, Wärter! Ich sehe, dein Sohn hat die Opasnie überlebt. Wie lief es? Prima. Und bei euch? Morgen ziehen wir mit allen Monstern zum Donjon. Kann ich mit euch kommen? Und dein Kind? Kein Problem. Das lasse ich bei meinen Eltern. Den Wärter hatte ich in der Tasche. Dann würde es auch kein Problem werden, meinen Eltern etwas vorzugaukeln. Wurde es aber.
Nichts mit liebe Grüße von Isis und so. Sie isst noch eine Woche Rückbildungsjoghurt von den Yaks. Sie haben sofort meiner Entenschnabelspitze angesehen, dass etwas faul ist. Und so habe ich ihnen die ganze Wahrheit erzählt. Von der Zeremonie, dem Streit, der Flucht. Du hättest mit ihr reden sollen, statt mit dem Baby zu fliehen. Ich hätte sie nie überzeugen können. Und du würdest jetzt kein fröhliches Baby im Arm halten, sondern eine Leiche. Das ist doch kein Volk, das seine Kinder tötet. Ich glaube, die meisten ihrer Babys überleben. Ja und? Ist unsere schwächer, weil es zur Hälfte Ente ist? Oh, Schnäuzelchen. Hättest du es Ja, riskiert? gewiss nicht. Ich werde umgehend dem Ataman schreiben und ihm sagen, dass die Vaucassons solcherlei barbarische Sitten ablehnen. Vater. Ruhe! Ich muss mich konzentrieren. Ich, Herzog von Vaucasson, Nachfahre des großen Erfinders Baron von Vaucasson, König der Könige, Herr der Herren, unvergleichbarer Ritter, unbesiegbarer Feldherr, Hoffnung und Trost aller Vögel, Schrecken und großer Beschützer der Automaten, etc. pp. Befehle euch, Kosaken, freiwillig und ohne jeglichen Widerstand meinen Enkel von euren grausamen Ritualen auszuschließen. Vater. Falls ihr euch meinem Befehl widersetzt, werde ich euch Volk vernichten. Wie findest du das? Das ist... Wo soll ich überhaupt anfangen? Drohend? Herablassend? Beleidigend? Super, dann ist das Ziel ja erreicht. Gürtel, hilf mal. Er soll's mit gewaltfreier Kommunikation versuchen. Wie bitte? Wertes Gegenschwiegerelternteil. Ich fühle mich unwohl, dass Sie mein Enkelkind einer großen Gefahr Gebt mir das Baby! Mist! Hey, Kosake! Kuckuck. Ha? Mama, Bravo, mein Töpfchen. du hast ihn hinterrücks erstochen. Stimmt. Herbert, mein Enkelkind ist wirklich bezaubernd, aber wir können ihn nicht aufnehmen. Die Kosaken würden wiederkommen und beim nächsten Mal nicht nur einer. Ich verstehe. Außerdem wäre dein anderes Kind eifersüchtig auf sein neues Geschwister. Das wäre er wirklich. Stimmt. Eliassin gibt's ja auch noch. Eliassin, das kleine Trollbaby, das Isis im Untergrund unter dem Donjon gerettet hatte. Die eigenen Eltern wollten es fressen. Ist bei Trollen so Sitte. Diese Tradition von dieser Kultur hatte Isis nicht akzeptiert. Naja. Entwickelt er sich gut? Ja, bis auf seine Wutanfälle. Dann haut er alles kurz und klein. Das ist doch normal in der Pubertät. Er ist 3. Ja. Und jetzt geh fort mit dem Baby. Hier ist es nicht mehr sicher. Ja. Aber erst müssen wir den Brief an den Ataman noch fertig schreiben. Draußen vor der Burg von Hippolytes stand der Wärter, umringt von ziemlich freakigen Monstern. Und das mag was heißen aus dem Schnabel von einem, der im Donjon gearbeitet hat. Herbert, wir warten schon. Mit diesen Typen wollt ihr den Donjon erobern? Hast du das Baby bei deinem Vater gelassen? Ja. Der da drüben schaut aus wie eine große Seegurke. Und der hier vorn hat eine durchsichtige Haut. Man sieht ja seine Organe und alles. Die gegenwärtige Situation von Delacours Donjon rechtfertigt die Anwesenheit zahlreicher Nekrologisten. Alcibiades wird sie koordinieren. Was für eine Situation? Delacour hat keine Monster mehr. Die Kreaturen desertieren zu Dutzenden. Und deshalb füllt er die Reihen mit Geistern und toten Seelen. Und gegen die helfen die Nekrologisten. Sie mögen seltsam ausschauen, aber im Kampf gegen Geister sind sie unschlagbar. Und wenn wir auf richtige Gegner stoßen? Trolle, Monster und so weiter? Ich kann meine Organe nach außen stülpen und auf die Gegner schleudern. Sie verfangen sich dann in den Fäden, die meine Körperflüssigkeiten ziehen. Aha. Und du, Herbert, führst uns durch den Donjon. Soll das ein Witz sein? Dort habe ich mich doch ständig verlaufen. Wärter, wir setzen keinen Fuß in den Donjon ohne ortskundigen Führer, der alle Fallen kennt. Ach, Herbert macht mal wieder einen Spaß. Wie jeder gute Guide lockert er ab und zu die Stimmung mit einem Witz auf. Nein, das war mein Ernst. Herbert,
Hast du das Kind in deinem Rucksack versteckt? Nein. Manchmal mache ich einfach gerne Wäh. Das ist meine Art, die Stimmung aufzulockern. Herbert. Warum macht ihr nicht auch mit, Wärter? Verbindet euch mit dem inneren Kind in euch. Irgendwo da drin ist ein kleiner Wärter, der ist traurig, weil ihm jemand seine Klötzchen weggenommen hat, mit denen er eine Burg bauen wollte. Oh Gott, was für Amateure. Schluss mit der Komödie. Ich hatte keine Wahl. Ich schwör's. Na schön. Liebe Nekrologisten, das ist euer Glück. Denn dieses Baby kennt jeden Winkel des Donjon. Macht ihr Witze? Nein. Nicht umsonst heißt es Navi. Was? Navi? Der kleine Navi. Und sein Vater allein versteht seine Sprache. Stimmt's, Herbert? Ja. Und so sind wir losgezogen, den Donjon schon wieder zu retten. Nekrologen, der Wärter, Alkibiades und ich. Ach ja, und ein Baby, das angeblich jeden Winkel des Donjons kannte. Ermüdet dich das nicht, Alkibiades? Dieser ganze Kokolores, den der Wärter hier veranstaltet? Aber deshalb ist er ja der Wärter. Ob dieser bunte Haufen es mit Geistern und toten Seelen aufnehmen konnte? Mit Marvin an meiner Seite hätte ich mich das nicht gefragt. Doch der war weit weg, in Schweinsfuhl, und hatte mit ganz anderen Problemen zu kämpfen. Ich höre was. Was? Ist das Baby? Marvin, jetzt schläft das Baby ausnahmsweise mal. Und schon quengelst du rum. Dann heißt das, es sind Eindringlinge im Haus. Lass das Licht aus. Und sei bitte leise. Ja. Geräuschlos weitete Marvin seine Nüstern, um ein olfaktorisches Bild der Eindringlinge zu erhalten. Isis? Bist du das? Mein Baby ist vor 2 Tagen zur Welt gekommen. Herbert ist mit ihm abgehauen. Was? Klingt gar nicht nach ihm. Er weigert sich, es nach Kosakenart zu taufen. Wie seltsam. Herbert hat deine Kultur doch sonst nie abgelehnt. Nein, aber er hat vor allem Möglichen Angst. Das ist mühsam. Jetzt befürchtet er, dass das Baby es nicht überlebt. Stellt euch das mal vor. Typisch Herbert. Am besten an jede Tischecke ein Frosch, damit sich das Baby nicht wehtut. Und wie läuft so eine kosakische Taufe denn ab? Man wirft das Neugeborene den Wölfen vor. Symbolisch? Nein, praktisch. In einer Grube. Aber, das ist wahnsinnig. Beleidige unsere Tradition nicht. Isis, ich will deinen Glauben nicht verletzen, aber das scheint mir unverantwortlich. Wenn Herbert und das Baby hier sind, dann müsst ihr es mir sagen. Du ziehst das Schwert in meinem Haus? Gratakera. Mit einer Hand entfesselte Prisunde einen donnernden Schwall aus Eis, der auf Isis niederging. Dann peitschte sie die Luft und ein Sturm fegte Isis hinaus. Inzwischen waren wir, der Wärter, Alkibiades und die Nekrologisten, in einem der Geheimgänge, die zum Donjon führten. Und hier die berühmte Wendeltreppe 4A30, an die sich der Gang 5A31 anschließt. Das ist doch Blödsinn, Herbert. Ich weiß, ich kann mir einfach nicht merken, wie du willst ihn nennen. Alles andere hätte mich jetzt überrascht. Sag mal, Alkibiades, diese Nekrologisten, mit Nichtlebenden kommen die klar. Aber wenn uns eine Horde Kosaken überfällt, können die sie dann auch ausschalten? Kommt darauf an, wie viele es sind und ob sie kosakische Schamanen dabei haben. Ach was? Die haben auch Schamanen? Ja, und was für welche. Die kosakischen Schamanen spähen ihre Feinde mit Hilfe von Bussaden aus. Später tötet der Schamane den Bussard, entnimmt ihm die Eingeweide und verschlingt sie roh, um zu erfahren, was der Bussard gesehen hat. Ihr meint einen Bussard wie den hier? Der schleppt nicht nur ein Baby mit, sondern auch noch einen Bussard. Was wird das? Eine Greifvogelshow? Wo hast du den her? Der ist mir im Wald zugeflogen. Der ist ganz zahm. Vielleicht können wir ihn noch brauchen. Wir müssen dieses Viech sofort töten. Seegurke. Was ist das denn? Seine Leber. Er wird damit den Vogel töten. Erhalte den Bussard so lange fest. Ja. Oh, zu spät. Herbert.
Mist. Braucht jemand zufällig eine Leber? Kommt ein Vöglein geflogen, setzt sich nieder auf mein Fuß. Also eigentlich auf den Fuß eines Kosakenschamanen namens Dimitri. Der hat dem Bussard über den Kopf gestreichelt und ihm dann das Genick gebrochen. Und? Sagt schon Dimitri, was hat der Bussard gesehen? Herbert geht zum Donjon, Prinzessin. Sie sind an der Wendeltreppe 328. Und? Ja, sehr gut. Ziehen wir los! Wir müssen sofort anhalten. Glaubst du, die sind uns schon auf den Fersen? Nein, das Baby hat Kacker gemacht. Ist das ein Zeichen? Ja, Was bedeutet es? dass ich es wickeln muss. Ja. Jetzt kommt das Kacki ins Sacki. Aber nicht nur das. Gleichzeitig kam auch ein Skelett aus dem Klosett. Scheiße! Tod allen Ungläubigen! Das Skelett hatte mich völlig überrascht. Ich hatte keine Deckung und mein Schwert konnte ich auch nicht ziehen, weil ich die volle Windel in den Händen hatte. War das das Ende dieses sympathischen jungen Vaters? Dieser Gestank. Das ist ein Hinterhalt. Ihr wollt mich mit einem Exkrementenfluch belegen? Dieses wunderbare Baby hat uns gerettet. Bravo. Gehen wir weiter. Moment! Ich spüre eine starke Konzentration an Seelen. 50 Meter geradewegs voraus. Wir sind kurz vor dem Rittersaal. Haltet euch bereit. Im Rittersaal wartete der ultimative Endgegner auf uns. Guillaume Delacour, der Erzfeind des Donjons und leider auch sein neuer Besitzer. Breitbeinig stand er da und grinste blöd. Neben ihm stand die Truhe der toten Seelen. Eine Truhe, die man niemals, unter keinen Umständen öffnen sollte. Das Grinsen wird dir gleich vergehen. Warum? Jetzt fängt der Spaß gerade erst an. Guillaume Delacour aber öffnete die Truhe. 2 Geister flogen heraus und griffen uns sofort an. Unsere Monster leisteten ganze Arbeit. Die Geister zerplatzten wie Seifenblasen. Doch da ließ Delacour bereits die nächsten 4 Geister aus der Truhe. Wisst ihr, ich kann das den ganzen Tag lang tun. Eure Artefakte werden sich schließlich entladen und ihr werdet sterben. Tötet sie! Wir müssen ihn angreifen. Es genügt nicht, uns nur zu verteidigen. Padre Retro! Was machen Sie denn hier? Was ist denn jetzt los? Dreh dich mal um, Herbert. Wo soll ich mich? Herbert. Isis. Hallöchen. Herbert? Wie geht's? Isis hatte eine ganze Horde Kosaken hinter sich versammelt. Als ob ich was Schlimmes verbrochen hätte. Dabei hätte sie mir eigentlich dankbar sein müssen. Schließlich hatte ich unser Kind in Sicherheit gebracht. Auch wenn es im Moment nicht danach aussah. Delacour öffnete erneut die Geistertruhe. Ich bin hier im Recht. Dieser Donjon ist mein. Ganz allein mein. Und diesmal Tötet sie alle! ließ er sie offen. Tausende und Abertausende Geister strömten heraus. Und es nahm kein Ende. Er hat die Truhe weit aufgemacht. Achtung, er fliegt! Niemand bekommt sie wieder zu! Millionen Seelen werden uns überschwemmen. Fliegt! Ich will versuchen, sie zu hypnotisieren! Alle stürzten aus dem Donjon. Die Kosaken, die Nekrologisten, auch Isis und ich. Was draußen passierte, kann ich nicht mehr genau rekapitulieren. Ich weiß nur noch, dass Isis einen Satz sagte, der mit "Du Idiot" anfing. Das Ende habe ich schon nicht mehr mitbekommen. Als ich wieder zu mir kam, lag ich im Palast der Kosaken in Cephalonien. Und zwar in einem Verlies. Hey, Wärter! Lasst mich raus! Ich bin der Erbe von Vaucasson! Wärter! Lasst mich... Das geht nicht, Herbert. Wärter? Was macht ihr hier? Ich meinte mehr so allgemein einen Gefängniswärter. Der Prozess beginnt in 7 Tagen und deine Hinrichtung 2 Minuten später. Oh oh. Dann lasst mich schnell raus. Das kann ich nicht. Wieso nicht? Seid ihr nicht gekommen, um mich zu retten? Was macht ihr dann hier? Aufpassen, dass du nicht abhaust.
Was? Als Wärter. Für die Kosaken. Aber Wärter, ihr seid mein Arbeitgeber. Ihr habt eine Fürsorgepflicht. Und außerdem seid ihr wie ein Vater für mich. Herbert, das hier ist größer als du oder ich. Es geht um den Donjon? Richtig. Ich brauche die Kosaken. Wenn ich mich mit ihnen gut stelle, helfen sie mir bestimmt, den Donjon zurückzuholen. Wisst ihr was, Wärter? Diesmal wird es euch bestimmt gelingen. Meinst du wirklich, Herbert? Klar, denn ihr werdet immer mehr wie Delacour. Die Bewohner des Donjons sind euch egal. Alles, was zählt, sind diese kalten Steine, aus denen er erbaut wurde. Viel Erfolg, Wärter. Herbert. Und während ich unten im Keller schmorte, waren oben im Königssaal die Vorbereitungen für das grausame Ritual in vollem Gange. Meine Tochter, ich habe weder Kosten noch Mühen gespart für den großen Tag meines Enkels. Vater, ist diese Zeremonie wirklich nötig? Nein, wenn er von meinem Blut ist das nur eine Formalität. Gewiss ist er das. Dann können wir die Zeremonie ja abblasen. Denn wenn er von meinem Blut ist, dann ist das nichts als eine Formalität für deinen Sohn. Wenn er, getauft mit dem Blut dieser Bestien, die Grube verlässt. Immerhin ist er zur Hälfte eine Ente. Wenn es eine schwache Hälfte ist, geht er unter. Dann ist es auch gut so. Besser, er stirbt jung, bevor man sich an ihn gewöhnt. Bevor man ihn zu lieb gewinnt. Und er an einem Schnupfen stirbt. Und Herbert? Der muss sterben. Naja, ist halt manchmal nicht so einfach mit dem Schwiegervater. Isis ließ die Geschichte keine Ruhe. Dimitri. Oh, Schamane. Ja, Prinzessin? Du bist es, der die Seele des Babys anruft, damit es eine Waffe ergreift und kämpft wie ein Erwachsener, richtig? Ja, Prinzessin. Kann das auch schlecht ausgehen? Hast du schon ein Baby sterben sehen? 58. Von? 59. Oh Gott. Herbert, was habe ich getan? Endlich ist Isis nicht mehr zu den anderen Schwachmaten gegangen, sondern zu mir gekommen, ins Verlies. Ich werde beim Richter zu deinen Gunsten sprechen. Wenn du dich wirklich nützlich machen willst, dann bring mir was zum Ausbrechen. Als Prinzessin habe ich den Generalschlüssel. Hä? Tut mir leid, dass ich so stur war. Meine Tradition. Warte, bis du eine vukassonische Taufe erlebst. Das wird noch viel grausamer. Grausamer als ein ausgehungertes Wolfsrudel. Es gibt Konfetti, Spitzendeckchen und kleine Herzchen aus Krepppapier. Wir schlichen in die königlichen Stallungen, wo Isis in aller Stille 2 Yaks losmachte. Die Sonne ging gerade auf, die Yaks begannen zu galoppieren. Freiheit. Freiheit für Isis, unseren Sohn und mich. Unsere kleine Familie konnte alles schaffen, solange wir nur beisammen waren. So ritten wir in die Morgenröte einer neuen Zukunft entgegen. Halt! Der Schamane Dimitri hatte Isis Absichten durchschaut. Eine Kohorte Kosaken nahm uns fest und das Baby wurde uns weggenommen. Die Opasen ihr begeben. Der Ataman gewährt euch ausnahmsweise das Recht, beizuwohnen. In Fesseln wurden wir an den Rand der Grube geführt. Isis Vater hatte unser Baby schon im Arm. Nach dem Tod meines Sohnes Hirka. Donjon Episode 3, die Prinzessin der Barbaren. Auf srf.ch/audio und überall, wo es... Das ist jetzt echt nicht der Moment. Und dem Verrat meiner Tochter ist dieses Kind mein einziger Nachkomme. Möge er mir Ruhm und Stolz bescheren. Wenn ihr ihn in die Grube werft und der stirbt, habt ihr gar nichts mehr. Besser als ein Schwächling. An nichts anderes als an Stärke zu glauben, das ist eine Schwäche. Ataman, ein Brief des Herzogs von Vaucasson. Was war das für eine Wendung? Ich hätte den Boten vor Glück umarmen können. Der alte Vogel möchte mich bestimmt umstimmen.
Dieser Brief würde Geschichte schreiben. Das Wort würde über das Schwert siegen. Zivilisation über Barbarei. Wird es gegen Schwiegerelternteil? Ich fühle mich unwohl, dass ich mein Enkelkind einer großen Gefahr... Ich will eine Kriegserklärung und kein Gefühlsblabla. Das ist eine Beleidigung. Ups. So viel zur gewaltfreien Kommunikation, Gürtel. Entschuldigung. Dimitri, rufe die Seele des Kindes an. Die Zeremonie kann beginnen. Nein! Unser Baby wurde herabgelassen und erreichte den Grund der Grube. Dann wurde seine Seele angerufen. Bindet die Wölfe los. Und als kleines Wesen wählt eine Waffe. Doch das Baby ergriff keinerlei Waffe, sondern das Wort. Er spricht! Hast du das gehört, Herbert? Er spricht! Kosaken! Das ist mein Sohn, der Enkel des Ataman. Er zeigt einen Weg in die Zukunft, jenseits von roher Gewalt. Macht es wie er. Befreit euch von den Fesseln der Vergangenheit, von den Fesseln der Tradition. Eine Welt voll Frieden und Verständnis ist möglich. Bletchi, kämpfluge! Eine lieblose Welt voller Gewalt. Die interessiert mich nicht. Dann wurde er von den Wölfen verschlungen. Was danach passiert ist, ich kann es nicht mehr sagen. Irgendwann waren wir wieder im Gefängnis. Ich kauerte in der einen Ecke, Isis in der anderen. Vaucanson, da ist Besuch für dich. Mein Sohn. Vater. Der Ataman hat uns benachrichtigt, dass er dich hinrichten wird. Wie nett von ihm. Er will einen schweren politischen Konflikt mit unserem Herzogtum vermeiden. Er weiß nicht, dass wir gar nicht mehr die Herren von Vaucanson sind. Aha, also hat er euch zu meiner Enthauptung eingeladen. Das ist aller Ehren wert. Hm? Wir haben jemand mitgebracht. Mama! Yassin! Papa? Yassin! Was können wir tun, um dich da herauszuholen? Wenn ihr mein Schwert berührt, könnte ich das Gitter zerstören. Aber ich könnte ebenso gut auch Isis töten. Oder euch. Oder eigentlich alle. Das überlebe ich schon. Nein. Kommt nicht in Frage. Ohne mein Kind will ich nicht mehr leben. Yassin begann wie verrückt an den Gitterstäben zu rütteln. Yassin, du kannst Mama jetzt nicht helfen. Man muss wissen, dass Yassin ein Trollbaby war. Also schon jetzt viel größer und stärker, als wir Enten es jemals werden können. Hör auf, du musst sonst das Gitter kaputt. Und genau das hat er dann gemacht. Wir sind frei! Dann lass uns schnell abhauen. Vorher besuchen wir meinen Vater. Mit Yassin. Glaubst du, dass das eine gute Idee ist? Wenn mein Vater stark ist, wird er es überleben. Wenn nicht, war er es nicht wert. Isis Vater, der Anführer der Kosaken, der Ataman. Wir fanden ihn in seinen Gemächern. Auf seinem Bett räkelten sich 3 Kosakenkatzen. Der Ataman stellte sich die einzige Frage, die sich angesichts der Situation aufdrängte. Eine Frage, die sein gesamtes Denken bestimmte. Welche Frau soll ich auswählen, um für neue Nachkommen zu sorgen? Wer wagt es mich? Papa, darf ich dir deinen anderen Enkel vorstellen? Du kannst stolz auf ihn sein. Yassin, mach mit ihm, was du willst. Aber reiß ihm als erstes die Eier raus. Ja, sehr böse. Was soll das Theater? Vor den Großvätern sterben die Enkelsöhne. Naja, zumindest war der Großvater nun auch tot. Damit war zwar ein wenig Gerechtigkeit hergestellt, doch in ihrem Schatten, da kam die Leere. In Isis, in mir und zwischen uns. Eine Leere, in die ausgerechnet er platzen sollte. Herbert! Herbert! Der Wärter! Herbert, warte! Ich brauche deine Hilfe! Ihr wagt es, mich schon wieder mit euren bekloppten Plänen zu behelligen, um diesen verfluchten Donjon zurückzubekommen. Alkibiades! Alkibiades? Alkibiades!
Er allein hält die Gespenster aus der Geistertruhe davon ab, ganz Terra Amata zu fluten. Und er bezahlt dafür mit seinem Leben. Was? Das darf nicht sein. Herbert, ich brauche deine Hilfe. Alkibiades braucht deine Hilfe. Also würde ich nochmal zurückkehren müssen. Ein letztes Mal. In die dunkle Festung mit den 4 schwarzen Türmen. Das war ein Podcast von SRF. Produziert im Auftrag der SRG.